Am Namen von der Umwelt- und Verkehrskommission begrüßen ich euch da ganz herzlich auf unserem Tag von der Elektromobilität. Erlaubt mir, ich ein paar Explikationen zu diesem Tag heute zu geben. Bon, das ist so, dass nationalen wie auch europäischen Plan also den Auftakt von der sogenannten Semaine de la Mobilité, die diese Monat offiziell angeht, an den nächsten Weekend abhält. Am Vorfeld von dieser Mobilitätswoche haben wir es dann auch gedacht, für dann eben dahingehend etwas zu organisieren. An der Mobilitätswoche, also da ganz viele Gemengen, eben gerade just das Sujet Mobilität. Für die Bürger dahingehend besser zu informieren und zu sensibilisieren. Mobilität ist aber vielseitig. Dafür haben wir als bewusst für die Elektromobilität entschlossen. Das aus guten Gründen. Gerade am Bereich von der Elektromobilität hat sich die letzten Jahre ganz viel getan. Ganz neu sind so Elektrogefährer nicht. Also es gibt schon mehr wie 100 Jahre. Der große Unterschied von damals auf heute ist für allem Speicherkapazitäten von den Batterien. Die Expo hier am Schulhof soll ich ein bisschen Überblick darüber geben, wer alles so möglich ist. Und zu unserer großen Freude steht das meist auch für euch zur Verfügung, für frei zu testen. Ein weiterer interessanten Aspekt ist aber auch den vom niedrigen Preis. Sicher ist es noch immer nicht billig, aber immerhin ist es aber schon mal mehr erschwinglich gehen. Gerade bei so kurzen Strecken sind so Elektrogefährer, stellen sie den viel besseren Kompromiss durch. Gemein Kielen, denke ich, kann ja auch schon auf wertvolle Erfahrungen zurückblicken. Sie wird, dass sie selber schon zwei E-Biken am Gebrauch hat. Als war die Saison sind wir ja auch heute für nach der Weihung vom zweiten Elektroauto. Ich komme so los zum Schluss. Ich will einfach nicht vergessen, als Member von der Kommission Merci zu sagen, ohne dem wir das ganz heute hätte nicht können umsetzen. Ein großes Merci der Gemeinde Kirle für ihre Unterstützung, sowohl logistisch wie auch finanziell. Merci allen Exposants für ihr Kommen. Und die letzten zwei große Merci gehen dann auch noch und den Badminton, die sich komplett um Getränks bekümmern, und auch ein ganz großes Merci um DT-Nose-Bild, den sich dann um die Catering bekümmert. Ich alle guten an einen schönen Tag auf der Expo. Vielmals Merci für das Kommen und ich gehe dann noch empfehlen, den Herr Bürgermeister weiter. Merci, Herr Präsident, Herr Deputierten, liebe Kollegen aus dem Schaffner Gemeinderat, liebe Member von der Umwelt- und Verkehrskommission, liebe Mitarbeiter von der Gemeinde Kiel. Ich begrüße hier auch alle guten Einkehr am Namen vom Schaffner Gemeinderat hier auf diesem ersten Tag von der Elektromobilität hier zu Kielen. Das ist eine Aktion, die am Kader von der Semaine Européenne de la Mobilité durchgeführt wird. Eine Semaine, wo die Gemeinde Kielen nach all Jahren mit irgendeiner Aktion, symbolische Aktion, daran beteiligt war. Als erfahren insgesamt, als erfahren die Leute selbstverständlich an als eine gesamte Ausrichtung von der Gemeindepolitik so ökologisch, so umweltfreundlich wie möglich zu schaffen. Und als Klimabündnis, und als Klimapaktgemeinde machen wir da ganz groß Erfahrungen. Heute also als Sensibilisierungsmaßnahmen zu sehen, und wir haben aber auch nach eben gerade auf diesem Tag eine andere Flotaktion. Wir waren unseren ersten oder als ein zweiten Elektroauto in den nächsten, die für die Administration gedurcht, dass wir sie ganz sparsam an diese Gefähre, also nicht, dass wir einfach drauf Platz kaufen, wenn wir Lust tun oder wenn wir ein Kehr 10.000 oder 15.000 Euro Sput tun. Nein, als ein Astra, den wir vorhin hatten, nach an der Administration, den aus noch 15 Jahren, haben wir den aus dem Betrieb geholt, aber wir konnten sogar nach 400 Euro verkaufen. Und, wir haben also eben ein Elektroauto gegönnt, weil das gerade für am kommunalen Betrieb ein optimal Gefährt ist. Wir legen nie viel große Kilometer zurück. Wenn ein Auto alltag auch wenn man ein oder zweimal rausgeht, da geht das wahrscheinlich durch bei einer Reichweite von 130, 150 Kilometer geht das durch, dass den nicht mehr einmal an der Woche muss geladen gehen. Und das ist also für Ersatz ist das optimal Gefährt. Das Ganze ist eben als Schnuppertag zu sehen. Probiert all die Sachen aus, die hier Angebote geben, für auf die Gut von der Mobilität zu kommen. Das ist wirklich ein herrliches Gefühl, also einem Elektroauto zu fahren, geräuschlos. Merkt den wirklich, dass du einen großen Unterschied hast zum normalen Auto, aber wenn den, wie bei der Gemeinde Kiel, noch nach mit Novastrom, 100% Novastrom geladen wird, dann ist das ein vollkommen ökologisch Gefährt. Voilà, ich so noch allen Exposants ein ganz große Merci, die heute um Teil geholt haben, die das in der ermöglicht tun. Merci auch dem DT-Nose-Bild
an dem Badminton, die als mat Issen Gedrängs versurgen. Für allem awer grosse Merci und Dan Bronden als eng Ekipp vun der Kommission, die fir fir d'Organisaun vun diesem der verantwortlich zeichnen. Merci und mat Stoff und der Gemeinkielen, die auch fleißig mal dugepackt hunn, fir dass man alles hause stoen hunn, weder et vir fand. Voilà. An der lechte Merci geht den Kollegen aus dem Gemengerot, die immer einstimmig dabei sind, wann es darum geht, für Aktionen wie die heute zu lancieren. Am Namen von der Mutualität der PME begrüße ich euch herzlich zur Erweihung von unserem Handwerkerhaft zu Kirlen. Ich freue mich ganz besonders, Madame Francine Klosener, Staatssekretärin am Ministère de l'Ökonomie, hier begrüßen zu können. Mutualität der PME als am Jahr 1949 unter dem Namen von Mutualität d'aide aux Artisans von der Chambre des Métiers und von der Fédération des Artisans gegründet ging. Die Hauptaktivitäten von der Mutualität der PME besteht am Cautionnement von Kreditinvestissementen, an der Emission von Garantien für Klein- und Mittelbetriebe. Diese müssen bei privaten und öffentlichen Bauherren handeln. Die Rolle von der Mutualität der PME an der Entwicklung von den Handwerksbetrieben zu Lützeburg ist von großer Wichtigkeit, besonders an diesen turbulenten Zeiten. An demselben Esprit hat die Mutualität der PME zu Lützeburg 2 Handwerkerhäfen abgebaut, den ersten zu Elling bei Mondorf, an den zweiten hier zu Kirlen. Mit diesen Gebäuden gehen wir Mutualität der PME, also den Handwerksbetrieben in Doheim, bestehend als Arbeitsfläche, Stockage und Büroen. Wir funktionieren also wie ein kleiner Pepinier für Betriebe, die am Anfang oder schon an der Maturität von ihrer Entwicklung stehen. Am April 2009 hat die Mutualität der PME ihren ersten Handwerkerhafen am Triangle Vert zu Erling angeweiht. Schon damals war es klar, dass nicht bei dem Projekt bleiben. Wir hatten nämlich die große Chance, als Kauf von einem Terrain hier an der Zone die Aktivität zu Kirlen zu beteiligen, für hier einen zweiten Handwerkerhafen zu bauen. Und dann haben wir an peu wieder als neuen Handwerkerhafen fertigstellen. Das Gebäude hat eine Grundfläche von 3.850 m² und eine Nutzungsfläche von rund 5.000 m². Die 3.850 m² Grundfläche sind aufgeteilt auf 6 Gebäude, die alle 6 unabhängig von dem anderen funktionieren, sowohl was die Schofwasch, elektrisch, sanitär und so weiter anbelangt. Von diesen 6 Gebäuden sind 5 identisch, so wie das hier, und einer Nutzfläche für jeweils 735 m², davon 570 m² Atelier. Als Gebäude sind per Main integral verlohnt. Wie schon erwähnt, sie 4 Hallen in der Gruppe Erco verlohnt, Teil Nummer 5 vom Bereich Hai befangen als verlohnt in unserem Nachbar Diana Seid und Sika. Die Person ist auch der Direktion für das Sika Hai merci für das als Teil für das Manifestation zur Verfügung gestellt haben. Teil Nummer 6 haben neben drin als verlohnte Firma Racetracks, die am internationalen Automobilsport tätig ist. Die Damen und die Herren, als Investisseur sind Sie natürlich froh, wenn das Projekt schon verlohnt ist, überhaupt fertig ist. Das wird heißen, dass der Markt für Atelier, Unterpulen und so weiter groß ist, aber auch, dass die Sonderaktivität zu Kirlen ganz attraktiv ist. Wir sollen Investisseuren, weder Mutualität oder auch anderen, Möglichkeit geben, an den Sonderaktivitäten so Gebäude wie das hier zu bauen, die sie dann und Betriebe können verlohnen oder sogar verkaufen, wo selbstverständlich als Spekulation soll und muss ausgeschlossen gehen. Madame Staatssekretärin, wir sind überzeugt, dass der Wert ist, für über das Reaménagement von Amphitheotik nachzudenken, für die Investitionen am PME-Bereich in neuen Elan zu gehen.
mat der Aweiung vum Handwerkerhaft vun der Mutualitéit vun de klenger Mëttelbetrieber ass dës Ausbaufäs vun der Kielner Aktivitätszone aufgeschloss. Et bleibt nach een großen Areal frei, dem se Zukunft as awer net definiiert. Vom echte Kontakt hätte mir eng exzellente Summenerbicht mat der Mutualitéit ze summen, hun mir versicht am Interesse vun de klenger Mëttelbetrieber dëse Sit optimal ze exportieren. Mi hunn Altspielraum genutzt, den als Bautereglement erlaubt, an méi wärm am beste wëllen net dran, wéi dat wat mir haut offiziell a Betrieb huele. Fir de Gemenge Notfallsyndikat Zicker ass den Handwerkerhaft grad am richtige Moment kom. Well Zicker plant sei Sit komplett ze erneuieren, an dofir braus sie während den nächste Joren eng Ausweichmöglichkeit. Mir sind dankbar, dass mir temporär ënnerkom sinn. Als Gemeng hun mir geplant, fir den öffentliche Raum ha an der Aktivitätszone vollständig zu erneuieren. Vier gesinn as e neue Strasseraum, mat Parkplätze fir Autoen, a Kamion, e sicheren Trottoir fir Fußgänger, a Bushaltestellen fir den öffentlichen Transport. Des Weiteren as e Rehwasserkanal geplant, den et erméiglicht no an Notzon op dem Trendsystem ëmzustellen. De Mesurage vun der Zone as aufgeschloss an de Büro d'Etudes ass am Gang en Avantprojet auszuschaffen, den dann noch öffentlich firstalt gëtt. Mir so vielmals Merci fir die gut ze Summenerbicht, a wënschen alle Bedeligten viel erfolleg an eiser Gemeng. Den Erstetzung vun der Gemeng as ich garantiiert. E mangtem Unhalen oder Bürosurface fir Betrieber ass e ganz serieux Problem. Net nëmmen méi besonnech eben am Handwerk, wo d'Aktivitéit meeschtens mat ganz viel Weie-Vien verbonnen ass, heinz doch mat Comédie, mat Nuisancen, sos mat Transport, an et bleifft eure Problem no der Gründung, wann de Betrieb will wussen an sech entwickeln. Fizeng Deich und d'Infrastrukturerbechen an der regionale Aktivitätszone zu Gras ugefangen. Haut weimheit zu Kirlen den Handwerkerhaft an dat sinn Gutzeechen. Zum Modsfall jo den Entre wie mar heieren hunn fir dës an noch fir die Äner Struktur ganz gros ass. An dat ass fir dann auch wunderbar Zeche fir die wirtschaftlich Entwicklung vun dëser Region aus der ich auch selber kommen, an dem man dürfir auch besonders Herz leiit. Meer am Wirtschaftsminister huflech net selber Job an Hand geholl, giwerflech komisch ausgesehen. Mir hunn awer man Projekt vum Plan sektoriell so d'Aktivité ekonomik endlich den so lang vermisste legale Kader geschaffen, mat dem Problematik vun den Terren fir Betrieber endlich serieux ugange gëtt, wann noch vielleicht noch net ganz geléis ka gin. Dat war Politik engem Sektor wie dem Handwerk ganz einfach schëllech. War keng zur Fasse mi freisinn erlaubt den sektoriale Plan och, dat Gemengen die bestehenden Zonen erweitert fir Betrieber de méi Platz brauchen oder sech relokaliseieren, wëllen oder mussssen, siewet an der Gemeng selber oder an enger nopech Gemeng. Sollt de Besoin bestoen, dann dürfen Gemengen och eng bestehend Zon kommunal 2 Hektar erweiteren, jeweils iwwer deng Period vun iwwer 12 Joer. Den Nowen huet Joki op en Elternnowen invitéiert wo Thema ass méi Kant ass am Lycée Wedlo. Christoph, kannst du eisflecht puwer zoen wat sinn Zieler lo vun dësem Owen wat als Thema vun der Konferenz afir wat matter dat? Ja, min ha den Owen organiséiert, well d'Jugendhaus ass fir Jonker vun 12 Joer dat techt wann an de Lycée kommen. Do hummer einfach oft gemerkt, dass sie kommen dann am 6. Schuljahr als ich dahinter, da sind sie nach bisschen mehr kannerisch und dann, wenn sie dann in die Lycée kommen, dann gesehen ein Changement. Und oft haben die Eltern dann einfach Probleme damit, oder sie wissen nicht genau, wen sie damit sollen umgehen. Und dann hat man eben von der älteren Schule hören, dass die so Konferenzen anbieten, wo das zum Thema gemacht wird. Und wie das unser Publikum ja dann auch betrifft, haben wir gedacht, das wäre dann interessant für die Eltern am Anfang geholt. Für das die Informationen darüber könnten kriegen, an Englisch auch besser könnten gucken, was wir hier am Jugendhaus eben machen. Seit 2011 sind wir hier. Hast du Spurzuelen am Kap, wie hast du die Frequentation vom Jugendhaus zu Kielen? Wie gesagt du also?
Lass mal so. Also pro Dach giwe schlummel soen hängt vum Dach der Jof werden der Tischcht 10 an 25 kommen. Dat denkt noch immer bisssen vun der Zeit am Joar of en Prüfungsseite se, dat es Manner ass an Vakanzen as méi. An dem ganze giwich so wären eng 40 Junker aus der Gemeng, wo méi oder Manner regelmäßig hinkommen. Ja, si seit 2011 si hai verspurzuelen am Kap wie as Frequentationun lo vum Jugendhaus zu keelen, wie seidet du moment? Lass mal so. Also pro Dach giwe schlummel soen hängt vum Dach der Jof werden der Tischcht 10 an 25 kommen. Dat denkt noch immer bisssen vun der Zeit am Joar of en Prüfungsseite se, dat es Manner ass an Vakanzen as méi. An dem ganze giwich so wären eng 40 Junker aus der Gemeng, wo méi oder Manner regelmäßig hinkommen. Doch zum Aufschluss, du hast von ganz lie du geschwert wat von Aktivitäten noch gemerk für die Jung. Mir mal Gemenge, wo man schon davon können profitieren, wat bi dir alles unlo als Jugendhaus, wat man den Jungen die hinkommen. Also da ist am Anfang vielschichtig. Zum einen guckt man natürlich, dass in einfach hier Freizeit sinnvoll und interessant kann gestalten durch kleine Aktivitäten, wo man ubieden, zum Beispiel Donnerstags Kachmammerhai, Mittwochs Turnhall Martinen, dann man als sortieren, ganz einfach ein Schwimmen oder einen Adventurepark oder so. Und dann man natürlich auch Großaktivitäten am Sommer zum Beispiel, weil Leute gesagt hat man zum Beispiel ein Graffiti-Stash, das ist immer. Und dann ist man natürlich auch da für Gut, stehen da noch einer Madame Dostat von der ältere Schule. Die sieht lo heute Konferenz, also am Anfang den der 4. November hält. Kennt ihr schon ein paar Worte, so ein was sind Ziele vom Abend, weil das ein Inhalt für ein bisschen den Auflauf vom Abend. Da können noch die Eltern sich als Plus-Value erwerben den Abend. Also das Abend schwätzen ich ganz gerne über die Entwicklung vom Jugendlichen. Ich denke ja, über Transitionen, was sind Übergang am Leben von einem Mensch, war das am allgemeinen den Übergang, dann eben bei den Jugendlichen den ersten Übergang, der ganz wichtig ist, das ist der Übergang vom Kind zum Jugendlichen, Pubertät, war das da für Veränderungen, wie behoden sie sich den am da wie können Eltern dummer da eins gehen, dann der zweite ist die nächste Transition, den nächsten Übergang, wo sie mussten an derselben Periode, nämlich die Passage vom Primär an der Postprimär. Was für die vier müssen da sowohl die Jugendlichen holen, wie was für die vier müssen noch die Eltern holen, weil nicht nur die Jugendlichen müssen da eine Krise bewältigen, aber auch viele Eltern müssen da mit ganz neue Situationen eins gehen. Und ich probiere da ein bisschen zu belichten, wie zu gucken, was gibt es da von Ideen, wie können Eltern da gemütlich, mir entspannt durch die Phase von den verschiedenen Übergängen gehen, materielle Jugendlichen. Okay. Also das ist effektiv eine Phase, die ein bisschen kompliziert ist für die Jungen, mehr Woche für die Eltern. Die sind als ältere Schule, das heißt, ihr bietet auch so Konferenzen. Was sind sonst noch Aktivitäten, die ihr auch anbietet als ältere Schule? Neben den Konferenzen haben wir eine Reihe Kuren, die wir anbieten für die Eltern. Das heißt, zum Beispiel war doch Thema für Lycée-Schüler, Lehre mit Licht gemacht. Wie kann ich das machen? Da haben wir einen Kurs von einer Pädagogin, die kann den Eltern Tipps und Tricks mit auf den Weg gehen, wie sie die Hausaufgabenbekleidung daheim besser gestalten. Dann haben wir neben den Kuren so Gruppen Parolen, das heißt, am Kader von Maison Relais oder von verschiedenen Institutionen, mit denen wir zusammen arbeiten, können sich Eltern regelmäßig treffen mit einem Büro da vorbei, für sich auszutauschen über die Situationen, die sie mit ihren Kinder respektive Jugendlichen erleben, für dann da eine Eltern als sozusagen Erziehungsprofien daheim sich auszutauschen. Wie hast du das gemacht, wie hast du das gemacht,
für das sie zu nei, dass die Phase von der Kannererziehung, da das ja aber schwierig, dass sie do mir können, es sind nicht lang, denen andere geht doch so, was kann ich von anderen Älteren schon mal tun, finde man muss den Draht neu zerfannen. Der Rappel auch den Internetseite von der Juki, das einfach www.juki.lu. Ich denke, das ist auch interessant vielleicht für den Internetseite oder Kontakt von der Elternschule. Wenn das noch kennt, Material, da können die Eltern noch nur gucken. Man den ist auch ganz einfach, das ist den www.kannerschlass.lu. Das Welt zur Tradition gehen, dass wir von der Gemeinde all Jahres am Hirsch die Matbücher invitieren, die am Laufe vom Jahr an als Gemeinde beigeplündert sind. Den 21. September wäre dann immer so weit, a gut 40 neue Kellner hatten sich bei der Rotonde am Schulhof erfunden, für diesen ersten, aber wichtigen Kontakt mit der Gemeinde Verantwortlichen. Wir weisen den neuen Matbücher auf dem Tour durch die wichtigste Gemeinde Gebäude, und sie kriegen natürlich ein Package mit interessanten Dingen mit auf den Weg. So sind sie gewogen, dass wir den 29. September zu 5.539 Abonnenten an der Gemeinde wären. Als Gemeinde ist gut 21 Kilometer Carré groß, wird rund 196 Abonnenten auf den Kilometer Carré bedeutet. Als Gemeinde hat 21 Hektar Wiesen auf Felder auf 454 Hektar Büsch. Ich muss Ihnen aber wissen, dass zu Lützeburg rund 55% von den Büschern an Privathand sind, und das wird zu Kirche nicht viel ernst sind. Gemengestraßen haben gut 21 Kilometer, a knapp 24 Kilometer fällt weher, die natürlich mussten in der Halle gehen. Gemenge 10. Oktober 2011 von der dritte Rot-Schwarzer Koalition gefordert, die auf 9 Mandate zählen kann, doniert Ebloen an die geringe Konselien. Die finanzielle Situation von der Gemeinde ist gesund. Ende 2014 bleibt eine Schuld von 7 Millionen. An als ordentliches hätten, die sie für das Jahr 18,8 Millionen gegenüber ordentlichen Depensen von 15,5 Millionen. Extraordinäres hätten 2 Millionen rum an 8 Millionen extra Ausgaben. Do mit dem Überschuss von letzten Jahr bleibt das Budget den komplett am Equilibre aus. Wir sind hier an der Sportzahl, die eng halb Dose Sportvereine sich teilen müssen, aber wo aber auch nach Platz für den nicht kompetitive Fitness bleiben muss. Tal kann an 3 gleich große Kompartimente gedeelt gehen, sodass 3 Vereine mitnehmen können ein Trainingseinheit aufhalten. Hier ist E-Saal für die neue Maison Relais. Die Extension von der Rotonde ist so gebaut, dass 200 Kanner können gleichzeitig zu Mitte essen. Montags, Mittwochs und Freitags geht das aber schon lange nicht mehr durch. Nofro klimmt ständig. Da das Grund für wer seit der Rentrée nicht mehr zu summen im 12er Giers geht, mit Kammer können individuell entscheiden, ob sie wollen direkt essen oder für dich ein bisschen zu wollen entspannen und dann noch essen gehen. So als von 12 bis halb 2 Buffet und Kammer gehen sich erst sichern, wann es hinten dann noch ist. Die Zeiten von der Strammerei, wo es bei all Dippen eng Lusch voll auf den Teller ging, sind zu Kirche schon passé. Den Accueil als Mores vu 7 Uhr und dann an der Mittelstunde von 12 bis 2. Dünstes an Donnerstags geht es von 2 bis 7, Montags, Mittwochs und Freitags geht es von 4 bis 7, wo eng rund 30 Edukateure und Edukatrissen sich um Kanner kümmern. Am Prekost zu Olm Röseknäppchen sind 29 Kanner angeschrieben. Am Spielschule zu Kirlen an der Koptlischer Straße hat 87 Kanner. Hier um Sit von der Primärschule sind 271 Kanner, weil ein Total von 394 möchte. Hier ist ein typischer Saal aus dem C dabei, wo die an 2 Schuljahr innerbrüß ist. Das heißt ja heute C2. Wir haben einen Blick an eine Schulbibliothek, auf die wir ganz hilfreich sind. Zurzeit wird die Bibliothek von 4 Enseignants gelegt, an Fried und Lesen geteilt viel erfolgreich vermittelt. Wir machen den Sprung vom Site weg an Koptlischer Straße, wo eine Spielschule auf 6 Säle an 2 Gebäude verteilt ist. Die letzte Saal haben wir für ein gutes Jahr aus dem alten Postbüro gezammert. Von den ganz Kleinen, bei die ganz ständig hier am Zentral vom 3. Alter, wird aber heute 50 plus hecht. Jedereen ist hier herzlich willkommen, für die ganz verschiedenen Aktivitäten zu hören. Es gibt auch keine Kartoteket gefragt. Letzte Station auf unserer kleinen Reise ist die neue Gemeinde, die an ein paar Wochen komplett fertig sind. Hier gibt zurzeit die letzte Schärfe montiert, an ein paar Wochen können die Büros am alten Gebäude angeräumt gehen, und da läuft der Betrieb normal. Rez-de-Chaussee ist der Biercenter an Finanzservice. Der nächste Stock ist für die Servicetechnik reserviert.
an dem zweiten Stock als Sekretariat, de Büro vom Bürgermeister, an der Sitzungssaal, an noch der Festsaal, wo die Hochzeiten aufgehalten gehen, aber wo man heute zum Schluss den Ehrenwein noch feiern. Für engem Joer stünge wir der Owen Eck an dummer Ball gekrasch. Ein Deel von ich war ja dabei. Ich doch gesehen, was letztes Jahr der Ugericht war vom Sturm. Wir haben ein ganzes Jahr darüber geschafft. Wir waren noch nicht ganz fertig. Den hat den 6. Juli der Sturm rum zugeschlagen. Heute sieht das noch nicht mehr so. Wir haben schon einen guten Teil abgeräumt. Wir hatten noch gemerkt, wir müssten also nur ändern. Wir müssen in Zukunft George Kaiser Holzhacker, an dem George Kaiser Altertumsforscher. Wenn das den so trifft, dann muss ich das mal evaluieren, können wir da ein Konto machen. Wir hatten letztes Jahr schon mit der Else geschwärzt mit der Madame, wir können hier an der Wiss Zelt drauf zu richten, wo geschlafen wird. Also ich war letztes Jahr schon d'accord, an das Jahr war ich Rennreise gegangen, sie hat direkt Breda erklärt, dass wir können Zelt an der Wiss abrichten. Also ein grosses Merci und ich, Zelte für nur zu schlafen wären da draußen, und der Rest war am Busch wie früher. Und das ist einfach nicht so einfach. Das sind wir zweimal geplant. Es hat den Tag nicht lange Zeit für zu dezidieren. Und dafür wäre meine Frau. Los natürlich Kirche gebängere Mitteil für jeder zu sagen. Wir werden schon jahrelang drauf, das Gebäude oben abzurichten. Und hängt noch immer um droit de Superficie. Das war NRW, hängt beim Notar, ich weiß nicht, wo die überall hängt, aber es geht nicht führen. Von den Daten am Busch hat Stange dabei, wo sicher wäre, wo eine Sache könnt, ohne die Kapsel brechen, wo etwas organisieren, ohne müssen zu fährten, und kann etwas geschehen. Ob man nächstes Jahr den Chor nach können so ausrichten, das muss man dezidieren, unter den Bedingungen da, weil das ja nicht so einfach, die Decision zu holen. Da sind auch Studenten von der Uni Frankfurt, an die kriegen noch ein Zertifikat, dass sie als Praktikum da gerechnet kriegen. Aber da gehen wir von Feld zu Feld weiter. Nur gemeint, 4 Land gucken, was da für war. Und da gehen wir wie immer auf den Aperitif. Ein Aperitif ohne Alkohol, mit Jus und mit Wasser, wie das immer beim Korn so ist. Die Tradition halt mal bei. Und dann sind wir dann noch invitiert, das zu wollen, mit den Jugendlichen Bereich zu summen. Ihr kennt mich ja alle. Ich bin Geter der Hausklave. Und heute möchte ich euch etwas erzählen über die Kriminalität auf dem Lande. Der Dominus hat angewiesen, mit eintretender Dunkelheit sind alle Türen nach außen abzuschließen, die Türriegel vorzulegen. Vergesst die Kellerräume nicht. Lasst die Gänse freilaufen in der äußeren Ummauerung des Geländes. Der Wachhund nimmt Platz beim Türsteher. Selbiger wurde jetzt durch einen jungen, kräftigen Mann verstärkt. Beide halten sich bei Nacht in einem Nebenraum neben der Pforte auf. Schon vor Monaten hat man die Fenster im Erdgeschoss der Villa mit Gitterstäben verstärkt. Alle Sklaven sind angewiesen, sich im Notfall in der Küche mit Messer zu bewaffnen. Die Devise lautet: Schütze dich selbst. Und Gründe gibt es genug dafür in unserer Zeit. Es gibt keine reguläre Polizei. Schutz ist Privatangelegenheit. Überfälle werden immer häufiger. Banden verüben Straßenraub, marodierende Militärs überfallen harmlose Bürger und deren Villen. In den Städten hat man Stadtmauern errichtet. Aber außerhalb der Städte, da sind wir auf uns selbst gestellt. Die römische Familie steht unter dem Schutz der Hausgötter. Der Lar Familiaris beschützt Haus und Familien. Die Laren beschützen alle, die im Hause wohnen, auch uns Sklaven, sagt der Vilikus. Der Genius ist der Schutzgeist des Hausherrn. Er wird auch von mir täglich verehrt. Der Lieblingsgott meines Herrn, ihr kennt ihn, es ist der Gott mit dem Geldbeutel, der Mercurius. Die Grabgarten und das Mausoleum wird von einem Medusenhaupt bewacht. Meinen Glücksbringer,
Den trage ich immer um den Hals. Auch das kann in diesen Zeiten nicht schaden. Gefahrenabwehrende Motive finden sich jetzt überall. Löwen greifen Gorgonen. Der Löwe hat sich als Wächter der Tür bis heute erhalten. Als Türklopfer, man kennt ihn. Die Medusa kann mit ihrem Blick versteinern. Selbst die Göttin Minerva hat das Haupt auf der Brust. Man findet die Medusa an Märkten, Amphoren. Man findet sie an Grabgärten und Mausoleen. Man findet sie aber auch am Hintergang einer Villa, um auch dort Sicherheit zu bringen. Der Greif, er ist ein uraltes Wachtier. Er hat die Körperkraft des Löwen, wie ihr seht. Er hat die Schnelligkeit des Adlers und er hat die Lautlosigkeit des Reptils. Beim Gastmahl des Trimalchior erschrecken sich die Gäste zuerst vor dem gemalten Wachhund, später vor dem echten Tier. Dafür habt ihr am Hauseingang auch gesehen, dieses Schild Cave Canum. Vorsicht, bissiger Hund. Was erzähle ich euch aber? Lasst uns doch ein wenig entspannen. Lasst uns doch mal ein Spielchen machen. Euch habe ich doch immer erwischt. Kommt doch zu mir. Im Hause meines Herrn seid ihr sicher. Wir machen ein einfaches Spiel, wie die Römer es gerne spielen. Um Geld ist zwar verboten, aber es macht an für sich mehr Spaß. Aber wir probieren erst einmal. Soll die hohe Zahl gewinnen oder die Tiefe? Ihr könnt wählen. Die Tiefe. Die Tiefe. Okay, dann gebe ich euch eure Würfel und gebe mir die meinen. So, nur bitte würfelt. Wir werden ja sehen, wohin ihr wollt. Oh, das ist natürlich jetzt eine 12. Ja. Oh, ich habe auch eine 12. Ja, ich scheine heute etwas Glück zu haben. Das müssen wir wiederholen. Oh, sorry. 3, 9. Oh, das tut mir aber leid. Hätten wir jetzt um Geld verspielt, hättet ihr alles verloren. Aber ob das Ganze nicht einen Haken hat, dass ihr verloren habt? Wir sprachen ja über die Kriminalität. Ja. Und jetzt habe ich den Überblick etwas verloren. Aber wir werden den Würfel finden. Ach, da hat jemand den Würfel falsch hergestellt. Er zeigt Zweier und keine 5. Naja, also, ihr könnt heutzutage nirgendwo sicher sein. Auch nicht im Hause meines Herrn. Tipptopp. So, und jetzt passt gut auf euch auf, dass keiner das Essen vergiftet und niemand überfallen wird. Valete, lebet wohl.